Kloklustert. 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 Herzlich willkommen zu uns dritte Reich von Kloklustert, den plattdeutschen Podcast über Wetenschap und Gesellschaft. In diesem Reich wird wie vor allem ein Thema besnacken: Duursamkeit. Von durch wird wie das von der Thema Resilienz in Alltag haben. Ein Schlagwort, das den sieht ein paar Jahren ja allerwegens hören und lesen deit. Man klärt doch erstmal ab, was das mit dem Begriff ob sich hat. Resilienz kommt von der latinische resiliere und das heißt Trüchsbringen, Aufprallen und beschrift die psychische Widerstandskraft. Das heißt, wo ans kommt ein mit Krisen trecht und wo ans kommt ein durch ob best beruht. Wie wird über die eigene Gesundheit snacken und wo ans ein duursam Umgang mit ihr finden kann. Zu Gast habt wie dort Ida Mathiesen. Sie ist Neuropsychologische und kommt aus Nordfriesland. Moin Ida. Moin. Vertell doch erstmal, wo du überhaupt genau herkommst und wo du platt lehrt hast. Ja, ich komme aus in Lüttedörp bei Husum in Nordfriesland. Und platt habe ich gelehrt als mein Muttersproch. Mein Vatersproch ist Hochdeutsch eher. Und meine Mutter wäre das aber ganz wichtig, dass sie mit uns Plattdeutsch schnackt. Und hat da sehr viel Wert ablegt und sie sehr gesagt, eigentlich gar nicht anders konnt. Das heißt, platt spielt bei dir in der Familie in Oldach noch ein graude Röll? Ja, ich schnack auch mit meinen beiden Kindern platt. Und mit meinen Schwiegeröllern und meinen Öllern natürlich, meinen Schwestern. Und ich habe auch ein paar Freunde, mit denen ich platt schnack. Und bei der Arbeit schnack ich auch manchmal platt. Da wart wir noch obgekommen. Nun musst du mir erstmal vertellen, du bist neuropsychologisch. Was ist denn nun der Unterschied zwischen einem neuropsychologisch und einem ganz normalen psychologisch? Neuropsychologie meint, das, was im Gehirn ankommt, wie das verarbeitet wird und wie denn das wer gut kommt. Also wie die Welt mit unseren Sinne abnehmen, sehen, hören, fühlen. Wie das Gehirn die Eindrücke verarbeitet und wie wir uns dann verholen. Mhm. Und dann gibt es natürlich Störungen im Gehirn, Schlaganfall, Demenz oder andere Abweichungen, so dass das Verholen oder auch die Wahrnehmung anders ist als bei gesunden Leuten. Nun arbeitest du in Geriatrie, das heißt, da kommt die Lüge eigens erstmal mit ganz anderen Sorgen an, als dass sie meint, psychische Probleme zu haben. Wann kommst du dort Wann kommst du dort ins Spiel? Wie kommt ins Spiel, wenn die Stimmung oder auch die Kognition abfällig ward oder abfällig schien bei uns auf Station. Und das ist zum Beispiel, wenn man die Stimmung ankickt, wenn wie ein Team das Gefühl haben, da können Depressionen werden oder der Mensch kann Schwierigkeiten haben, die aktuelle Situation zu verarbeiten. Dann sind die stürzt, haben sich was brocken worden, operiert, könnt vielleicht erstmal die nächsten Wochen nicht mehr nach Hus so lange in Pflegeheim kommen, wenn sie bei uns entladen waren. Und das ist alles ziemlich schwierig manchmal. Dann spielt auch Trauer eine Rolle, wenn just der Partnersturm ist oder Kinder schon Sturm sind, Angststörungen und alles Mögliche, was man sonst natürlich noch sagen kann. Und wenn wir auf die Kognition kicken, dann geht das darum, was der Kopf noch arbeiten kann, sagen wir. Also manchmal fallen die Patienten ob, dass sie nicht mehr eine Stufe finden oder sich anders verholen, als was man eigentlich meint. Und dann kicke ich mir die Patienten an und klopp mal auf, wie das so steht mit der Kognition. Und dafür gibt es dann psychologische Testungen, die man machen kann. Das geht um Gedächtnis, Konzentration, Sprach, Praxie, alles Mögliche an Hirnfunktionen, was man eben so hat. Hört sich für mich so ein bisschen an, dass du sonderlich auch viel mit älteren Leuten zu tun hast. Genau, in der Geriatrie
sind die Patienten schon in Rente, das heißt 65 plus. Die meisten sind aber zwischen 70 und 90 Jahren. Manchmal haben wir auch Patienten, die schon 100 sind. Oha, und seht ihr denn liegt's in, dass sie nun vielleicht auch mal Hilfe von einem Psychologen braucht? Ne, nicht immer. Fälle auch nicht. Aber da kann ich dann oft mit der Plattdeutsche punkten. Wenn wir uns nicht erholen, kann man doch einiges abkloppen, so dass sie dann auch einen Mehrwert von den Gesprächen. Ja, Platt schafft Vertrauen, ne? Genau. So ein bisschen Heimat und Tuhus, ja. Und gibt es da noch so einen Unterschied zwischen Mannslü und Frunslü? Ja, magen wie immer Weller. Die Frunslü haben oft ein Thema mit Selbstfürsorge, dass sie sich um alle kümmern, bloß nicht um sich selbst, weil das so lernt ist. Früher wäre das ja so, dass man sich viel um die anderen kümmern soll und das ging am besten, wenn man sich weniger um sich selbst kümmert hat. Und heute ändert sich das jetzt in den letzten Jahrzehnte, dass man immer mehr auf die eigene Energie kickt. Und ich erkläre das dann immer so, dass das jetzt heute mehr so ist, wie in geht kann, die Blöme geht. Die kann die Blöme bloß gehen, wenn sie sims voll ist. Also damit wir erst unsere eigene Tank abfüllen, damit wir dann von unserer Energie was abgeben können. Und das geht dann in der Simsfürsorge. Wo weit ist diese Selbstfürsorge denn wie die ältere Generation ankommen? Du hast ja gesagt, das ist ein bisschen was schwer. Die sind das ja nicht so mit graut worden. Einigen können das ganz gut. Einigen haben das unbewusst auch Leben lang gut mockt. Die sind jedoch letztendlich Fälle gut dort Leben kommen, bis sie dann 80 sind und ich sie kennenlernen, sozusagen. Wie Männer ist das doch manchmal noch ein bisschen schwieriger, Zugang zu den eigenen Gefühle überhaupt zu haben. Und wenn man kein Wör für Dinge hat, wie eins das geht oder nicht öft ist, sich zu fragen, wie geht mir das eigentlich, geht mir das gut oder nicht, dann hat man auch Schwierigkeiten zu erkennen, wenn eins das nicht gut geht. Das heißt, du findest das selbst erst einmal ruht, dass das Delü mit wisse Socken vielleicht gar nicht gut geht? Genau. Das ist schon manchmal interessant und dann haben wir beide nie Erkenntnisse gewonnen in so einem Gespräch. Wie die Männer in der älteren Generation ist oft noch ein Thema, im Gegensatz zu den Fruns, dass je in der Rente der Arbeit aufhört. Und dass sie dann gar nicht mehr so richtig wissen, was sie schött oder wer sie sind ohne Arbeit. Und das kann dann auch zu eine herausfordernde Situation führen und psychisch belasten. Wohingegen wie die Frunslüt, die Husarbeit, der geht ja immer wieder, der hört nie ab. Also, ich wollte schon sagen, aber die Arbeit doch auch. Sorgt die auch anders für die Fruns, für die Rente, dass sie sich überlegt, was mag ich, wenn ich keine Arbeit mal absehen von meinem Haushalt habe? Also, die Generation, die ich zu tun habe bei der Arbeit, die sind ja meistens um der 80 und da sind ganz viele, die Hausfruns sind oder die vielleicht ein paar Stunden arbeitet haben. Die meisten haben aber nicht Fulltime arbeitet. Die meisten haben sich um Kinder kümmert, um Öllern kümmert, die Öllern zu Ende pflegt, die ganzen sozialen Kontakte aufrechterholen und sich vielleicht auch noch ehrenamtlich engagiert. Und diese ganze unbetollte Arbeit, die können sie machen, wenn sie in Rente sind. Und die geht meistens wieder. Wie die Männer ist das dann anders. Und ehrenamtliche Arbeit, dort tut wir eben nicht bloß was für andere Menschen, sondern ja auch ob wir so Ort für uns selbst. Genau. Wie gesagt, das soll von doch im Resilienz gehen. Wo wirst du denn den Begriff Resilienz für die definieren? Also es ist mehr ein Ort, wie man mit Belastung umgeht. Ich finde das Bild gut, wenn man Belastung hat, dass so ein Turmbut wart. Und dann kommt immer noch was dort, noch was dort, noch was dort. Und irgendwann muss der Turm auch mal ein bisschen lüder waren, weil man die sonst nicht mehr stabil holen kann. Und das ist
Magen, der Turm war zu hoch und rechtzeitig Welle abarbeiten, dass die Belastung weniger ward, der Stress weniger ward, damit man psychisch und körperlich stabil blieb. Das ist für mich die Resilienz, also der Umgang mit Belastung und Stress oder Herausforderungen. Also eigens Fürsorgen für Burnout oder Depression. Genau. Kann ich so sagen. Nun hättet ja in der Resilienzforschung die 7 Säulen von der Resilienz, die habt sich da etabliert. Machst du uns das mal genauer verkloren? Also, wie man mit Belastung umgeht, also wie flexibel man ist, was für eine Krisenkompetenz man hat, sozusagen, das hat mehrere Faktoren, die da ob inwagen. Und zwar sind diese Faktoren das Akzeptieren, also dass man in Situationen, wie sie ist, annehmen kann. Die nächste Säule ist Optimismus, eine grundsätzlich positive Sicht auf die Welt. Die dritte Säule wäre dann Eigenverantworten, dass man für sein eigenes Tun und auch die Gefühle die Verantwortung übernehmen kann und auch die Konsequenzen davon annehmen. Dann viertens, utrichten noch ihn lösen, nicht den Kopf in den Sand stecken, aber noch lösen und Utwege sögen, vielleicht anderen Dobi auch um Hilfe fragen. Fünftens, utrichten noch die Zukunft, Plan für die Zukunft morgen und dort hinarbeiten, das umzusetzen, also in Don blieben und ja, sich auch was freuen können. Süstens ist Ruht oder Roll als Opfer, also dass man sich nicht die hele Tito über nur denkt, wo keine Schuld ist und sich sims als Opfer sieht, sondern dass man in Handeln kommt und ein Verständnis hat davon, dass man sims die Situation ändern kann. Dass man sagt sims Wirksamkeit, dass man Einfluss nehmen kann auf die Situation. Und sömtens utrichten Nord Network, also dass man Lüd um sich hat, Familie, Freunde, Bekannte, die uns wichtig sind und die dann als Stütz haben im Umgang mit Stress. Das klingt ja erstmal eins total einfach und leicht, aber die Praxis sieht ja Foken doch anders aus. Und dann ist es vielleicht auch so von sich ein anderer Charakter, der sich doch mehr als Opfer sieht oder bei analytisch Schuldzeugendheit. Kann ich das lernen, diese selben Säulen für mich gut abzubauen? Ja, das ist nicht fast. Das ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Man wird nicht damit geboren, dass man das entweder kann oder nicht kann, dass man resilient ist oder nicht, sondern da sind ganz viele Faktoren, die da inwagen. Und man kann das jederzeit lernen. Am besten ist dann natürlich, wenn man das als Kind schon mitkriegt, dass man Einfluss nehmen kann, dass man sims was bewegen kann, wenn man das lernt als Kind. Wenn man sich wertvoll fühlt, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat und da in Kindheit und Jugend Erfahrung mockt, dass man wertvoll ist und was beitragen kann. Und wichtig ist auch, dass man gut mit sich sims schnackt. Also, wenn man als Kind immer hört hat, nee, das kannst du nicht, da bist du noch zu lütt oder laut mir das Leber morgen, du kannst das noch nicht oder na, nie kannst du was richtig morgen. So Wörter, die setzen sich fast und Fälle, wusste nicht, drängt das auch mit sich rum. Und wenn man versucht, das aufzulegen, ist das schwieriger, als wenn man das liegt in der Kindheit mitkriegt. Dass man nicht so Sätze hört, sag ich mal. Also ich glaube, aber Vertrauen in der eigenen Fähigkeiten, ich glaube, das ist so der größte Baustein sonderlich von Frunslü, oder? Ja, da gibt es viele Unterschiede zwischen Fruns und Männern, was damit zu tun hat, wie die Rolle in der Gesellschaft ist. Und das muss sich ändern,
geht im Moment in den letzten Teilen vor 20 Jahren aber eher, weil er zurück, habe ich so den Eindruck, dass die ganz rosa anhemschert und in diese Kümmerrichtung schickt waren und Jungs denn das eher nur sehen ward, wenn sie für Oma kein Bild malt haben, sag ich mal, und da Dino-T-Shirts bloß Tokuben sind für Jungs oder Monster Trucks, was auch immer. Und sie gar nicht diese Gefühle zeigen dürfen. Und das fängt schon ganz früh an, da kann man fast gar nicht für aufpassen, weil das so in der Gesellschaft bindet und überall ist das im Fernsehen, in Bürger, alle schnacken davon, dass man kein richtiger Dern ist, wenn man mit einem Bagger fährt oder so. Und das ist die Abgabe von der Gesellschaft, dass wir das ändern schon bei den Kindern, weil das sonst tot diese Unterschiede so doll kommt, dass Männer keinen Zugang zu mehr Gefühle haben. Die Suizidrate ist bei Männern auch sehr viel höher, weil sie das Gefühl haben, sie können keinen um Hilfe fragen, das nicht zugeben, dass sie das nicht gut geht. Und Frunslüt haben so viel Belastung, weil sie die ganze emotionale Arbeit in der Familie mocken und alle drängen und kicken, dass alle das gut geht. Wenn man das auf alle Schultern verdelen würde, von Männern und Frunslüt, dann wäre das für beide weniger Belastung. Mhm. Ja, aber ich glaube, dort hat sich wahrhaftig ob Stunden beten wart. Also zumindest bei mir in Hamburg mir ein paar Mal graude Plakoten opfohlen, dass sie in Obtrecker söcht man Funsmenschen in en Wachsday, in Beropen, wo in enges Freuer noch sagt hat, das mag doch mehr Kills. Aber du hast gesagt, ich kann das trainieren, ich kann Resilienz lernen. Wo fang ich das denn am besten an? Man kann sich Zeit nehmen und sich erstmal fragen, wie geht uns das Ähnliches? In welche Bereiche ist das jetzt schwierig in meinem Leben? Was läuft gut? Und dann kicken, wie viel Energie habe ich denn am Ende von der Dach? Das geht ja auch um den Alldach. Natürlich gibt es immer mal belastende Situationen. Die Kollegin hat just kündigt, ne, dann wart nie in Söcht und so lang muss man dann Dörr holen, sag ich mal. Wenn das aufzusehen ist, ist das gut. Wenn man aber immer so eine Durbelastung hat in sin Alldach, kann das eben schwierig werden. Und da muss man mit sich Sims und Betten in Gespräch bleiben. Deit mir das noch gut, wie lang, oder wenn ich so schwierige Situationen habe oder Belastung habe, muss ich das noch lang holen? Wie lang kann ich das noch holen? Und wie komme ich denn da gut? Wenn man just schwierige Tage hat, kann man sich fragen, wie viel Energie habe ich denn in meinen Rucksack just? Und das kostet mir Energie und das kostet mir Energie und abends ist es ziemlich leer. Wo kriege ich denn die Energie zurück? Was gibt mir Energie? Was sind meine Kraftquellen? In der Fachsprache sagt man Ressourcen. Was sind meine Ressourcen? Was gibt mir Kraft für mein Alltag? Und vielleicht habe ich in der Woche so 3, 4 Kraftinseln, wo ich abtanken kann. Das ist für jeden anders. Manche tanken ab, wenn sie in einer Verlüt sind und kommt selig noch Hus, wenn sie sich mit anderen unterholen haben. Und manchen tanken ab, wenn sie in Ruhe husten, Buch lesen oder Musik hören. Und da muss man in sich drin hören und Ruhe finden, ein Lob von Leben. Was tut mir denn gut? Und habe ich das just genug in mein Leben oder muss ich da ein paar Schruben rein, dass ich mehr Energie tanken kann? Ich stelle mir ein Frau vor, der allein 2 Kinder graut trecken muss, der mit satt muckt waren, dat sie muss auch arbeiten. Hätt du den Kopf voll, die gehören, ein ist krank, das andere hat mal Läschen in der Schule und wat weet ich nie noch eins. Du kümmst du eigens nicht wirklich zu die Süps.
da noch in sich rin zu hören oder zu sagen, nee, ich muss nur einfach mal gut und mit Freundinnen trinken gehen oder was auch immer, das ist ja meist gar nicht umzusetzen. Kann das Likas Ritualen geben und wenn, was für weg, dass ich diese Kraftinseln für mich habe? Ja, das ist natürlich eine besonders anstrengende Phase im Leben. Meistens ist das ja die Rush Hour von Leben, sagt man ja auch, zwischen 25 und 45, meinetwegen. Und Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit und können zumindest an der Anfang noch wenig zurückstecken. Und da ist das dann schwierig allein. Dafür ist der Mensch eigentlich gar nicht mockt, das allein alles zu tragen. Dafür ist das gut, wenn man sich in ein Netzwerk söcht, um Entlastung zu hemmen. Ein Kindergarten ist dann auch, gehört auch zum Netzwerk dazu. Mhm. Oder der Schule oder der Hort oder was auch immer. Und das muss nicht immer ein ganzes Wellness-Wochenende werden, alle paar Monate, sondern geht jetzt darum, das in den Alltag reinzukriegen. Dass man sich vielleicht morgens 3 Minuten, bevor die Kinder abwogen, noch in Umblick hinsetzt und einen Kaffee trinkt. Schaffe ich nie, muss ich sagen. Früher, als die Kinder abgestanden. Mir hilft eher, dann mal Sport zu machen oder die Zeit into Plan die Kinder sofort abzuholen oder so. Und die Zeit dann eben nicht auf Handy zu kicken, sondern die Natur anzukicken. Das nennt man dann Achtsamkeit. Also, dass man lütte Momente und wenn das bloß 3 Minuten ist, geh mal kick, wo bin ich hier eigentlich? Und das auch nicht bewertet unbedingt, was just schlimm ist oder was just doof ist oder dass man sich umkickt und sagt, hier liegen die Wohlmüser wer in der Ecke, so, sondern dass man einfach erstmal kickt, dass man atmet, dass man sich Gutes teilt, gute Gedanken hat und da in sich Augenblick zur Ruhe kommt, wenigstens die 2, 3, 4 Minuten. Und man kann achtsam Appel essen, sich die ankicken, die schmecken, hören, wie sich das anhört, wenn man die kaut. Das hört sich so einfach an und so wie, naja, wie sagt man, so Eierkrumm, sagt man hier manchmal so. Mhm. Aber das sind die Stellschrauben, die man drehen kann. Gibt für so stressige Lebensphasen kein Tablett, den man nehmen kann. Mhm. Und da hilft Achtsamkeit, Optimismus in Netzwerk und Unterstützung. Und die Frage ist hier, wenn wir uns nicht diese Energieinseln nehmen, wie lange können wir das denn gut holen? Also wie lange will man das denn mocken? Würde man das noch ein Jahr schaffen? Würde man das noch 2 Jahre so schaffen? Oder bringt man dann zusammen? Und ich glaube, vielleicht auch einfach ein bisschen dankbar zu sein für das, was in eigens hat. Also, das Tag über den Kopf oder die Arbeit oder 2 gesunde Kinder zu haben, das ist ja auch was Gauts. Habt das da vielleicht auch sich einfach mal vielleicht dann oben abzuschreiben, was eins gut ist? Ja, das nennt man hier so ein Dankbarkeitstagebuch oder auch Freudetagebuch. Man kann abends, manchen schreiben das morgens ab, einfach 2, 3 Dinge sagen, die an den Tag gut wären. Und wenn das bloß ist, dass die Frau in der Bäckerladen mich anlächelt hat, wenn das irgendwie besonders rutschstocken ist. Und man kann auch abschreiben, wofür man dankbar ist. Ja, ich glaube, das ist wahrhaftig so, den vielleicht wirklich, oder die wie vielleicht auch so ein bisschen lernen mit, mal weiter die Golden Socken zu sehen, denn mal absehen von das ganz persönliche Umfeld, mit das ich zu schaffen habe wir auch noch das große Umfeld, den Klimawandel, die schlechten Nachrichten obens in der Tagesschau und alles das mag die Lohn ja auch nicht später. Nee. Mhm. Du hast ja gesagt, du selbst muckst Sport mit 2 Kindern und geist mal gut in der Natur. Schriftst du die selbst noch gaude Sorgen ab oder was hast du für die noch für Tipps, die gut laufen dort? Also ich muss sagen, dass das jetzt, wo die Kinder 9 und 5 sind, eher, weil er mehr war, dass ich mehr Zeit habe
Vorher habe ich wahrscheinlich auch bei den Tofel arbeitet und to, wenn ich mich um mich Sims kümmert. Das, ja. Ich habe jetzt mag das Geiz so nicht wieder und habe jetzt, weil er mit Sport anfangen, sie mich in Bett zu zwingen, so langsam kommt da eine Routine und mich auch vorgenommen, öfter, weil er jemanden zu droppen und generell Bewegung in meinen Alltag einzubauen und weniger an Handy zu surfen, in die sozialen Netzwerke, was einem auch fällt, oft fritt und vieles kaputt machen kann. Und weil er mehr zu lesen oder in Ruhe was anderes zu mocken. Wie wegen mit den Kindern mal eine Runde malen, Bilder anmalen oder puzzeln. Das kommt uns ja immer so unproduktiv für. Aber das ist die Zeit, wo man sich Gutes deit und Turukum sich regeneriert. In unserem Umfeld sind Fälle, die dann dit noch morgen und hier noch in Urlaub fahren und dieses Projekt haben und einigen aber länger, was kann ich jetzt noch mal morgen noch mal was buchen oder nie Hobby anfangen. Aber einfach bloß zu Hus Zeit verbringen in Ruhe mit so was wie Puzzeln, Malen, Schnacken, Kuchen backen wie ein Wegen. Ja. Wenn wir das als Regenerationszeit sehen, die ganz wichtig ist, ähnlich wie ein Maschinen auch wartet waren muss, wenn wir uns die Zeit zugestorben, dann würde uns das oder die Gesellschaft auch besser gehen. Der Fokus ist bloß viel mehr zur Produktion und Konsum und so verlagert im Moment leider. Ja. Oder einfach nur so als der Mann wie Loriot, der einfach bloß sitten will. Genau. Ja. Einfach bloß so Fenster kicken. Gut, nun bin ich mir sicher, du bist Psycholog, du weißt hey Gott, wo du selbst ob die achten kannst, aber wo sieht das denn allgemein und wo ist Deutschland denn obstellt mit seinen psychologischen Bilden? Was weht wir über die Psychologie? Also, mein Eindruck ist, dass viele Leute erst mit der psychischen Gesundheit in Berührung kommen, wenn sie merken, dass sie das eigentlich gar nicht mehr so gut geht. Und dass da fällt zu wenig Prävention mockt wart. Und man lernt ja den Umgang mit Gesundheit, mit der körperlichen, aber auch mit der psychischen Gesundheit, meistens hier in der Familie von den Öllern oder Großöllern, ne, dass man vielleicht regelmäßig zu den Tendoktor gehen schall oder so, das läuft man die Kinder hier für, wie man damit umgeht. Und wenn man viel Stress hat, dann lernen die Kinder ja auch, dass das dazu gehört. Oder dass man, das ist auch in Ordnung, wenn die Kinder lernen, dass man auch mal näher sein darf, wenn eins das nicht so gut geht. Oder wenn das ähnlich ein Bentofel ist. Das ist aber noch nicht so richtig ankommen. Meistens ist das ja eher so, dass man so lange zur Arbeit geht, obwohl man ganz durchstresst ist und dann erst krank ward oder sich erst krank schreiben lässt, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Und wenn das Burnout eigentlich schon länger da ist, so du sagst. Und wenn man da recht die in sich hören würde, die Leute begleiten würde, auch glückliche Probleme schon zu lösen oder die Resilienz stärken würde und kicken würde, was deit die denn gut und wie kannst du jetzt diese Hürde, diese lüdere Belastung, weil er aufbauen, wenn wir bei der Turm sind, bevor der Turm zu hoch ward, aber Fällen haben diese eigene Turm gar nicht in Blick und dann magen sie erst, dass irgendwas nicht gut wäre, wenn die schon an Umkippen ist. Und da ward, finde ich, präventiv zu wenig mockt. Man braucht nämlich Übung und auch Wör in den Umgang mit seinen Gefühlen. Wie geht mir das und wie kann ich das benennen? Und auch die Möglichkeit, mit jemandem vielleicht da was zu schnacken. Wie steht er denn um den Energietank, sozusagen? Und was kostet mir viel Energie und wo kriege ich Energie wer her?
wenn man sie ein Beinbrocken hat, dann fällt man von heute auf morgen ut. Und dann ist das auch in Ordnung für alle, weil man das sehen kann. Aber bei der Psyche kann man das nicht sehen. Da muss man den anderen glauben, dass wirklich nicht gehört. Und das ist hier noch ein großes Problem oft. Und wenn dann schon da überschnackt ward, der ist doch irgendwie krankschreiben, warum löppe jetzt nur der Bäcker? Mit einem brockenen Arm kann man auch in Kino gehen, meinetwegen oder so. Aber man kann empfindlich nicht an der Computer arbeiten und ist deswegen krankschreiben. Und überhaupt stell dir nicht so an, red die Motosom. Genau. Ja. Da geht uns das gar nichts an, warum die anderen jetzt krank sind. Und gibt ganz viele unsichtbare Krankheiten. Das ist ja auch nicht bloß Depression, das sind auch Essstörungen oder Angststörungen. Und letztendlich sind Krebserkrankungen ja auch erstmal unsichtbar. Und da sollen wir doch den Menschen vertrauen, wenn sie sagen, sie geht das nicht gut. Und sie sind jetzt krankschreiben, das war schon ein Grund hem. Und Psyche kann ja auch noch ganz viel andere Krankheiten eben mit sich bringen. Genau. Das spielt ja eine ganz große Rolle. Du hast eben schon ganz schön schildert, dass Kinder auch viel von Anfang an mit Stress graut wart. Ja. Und ich läuft das wart, ob Stunden in uns solch schon mal mehr. Was könnt Öllern denn tun, dass sie Kinder resilienter abbaut, dass dem mehr auf sich achten könnt? Also, ich denke, dass erstmal gut ein gutes Vorbild zu werden. Ruhig zu bleiben, die Erwusste zu bleiben und für zu leben, dass in gewisse Sinnesfürsorge wichtig ist. Also, dass das wichtig ist, dass Mama auch mal zu Sport geht und dann nicht zu Hus ist, dass dann jemand anders abpasst. Und dass man sich die Zeit auch nimmt, ohne ein schlechte Gewissen. Und dann lernen die Kinder, dass die Erwachsenen auch eigene Bedürfnisse haben und Zeit für sich bogen und können das dann ob sich anwenden. Just für die Derns ist das wichtig. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass man mit seinen Kindern über die Gefühle auch schnackt und das für die Gefühle von den Kindern für sie inordnet. Also, dass man sagt, du bist jetzt aber ganz schön traurig. Das ist, weil Hedi just Haut hat oder wie auch immer. Und dann zusammen Lösung dafür sagt. Ein gutes Beispiel ist auch, dass man den Kindern erklärt, dass man eigene Gefühle hat und dass die Kinder aber vielleicht das Gefühl nicht haben. Das lernen sie nämlich erst. Das fängt erst mit ach an, dass sie überhaupt die Gefühle von sich selbst und jemand anders unterscheiden können. Vorher ist das so, dass sie das nicht inordnen können, wenn sie selber traurig sind, dass der andere vielleicht nicht traurig ist. Das können sie noch nicht unterscheiden. Und das müssen sie lernen. Also wenn mein Oma gestorben ist, bin ich ganz traurig und die Kinder verstehen vielleicht erstmal gar nicht mein Trauen, weil sie selber das Gefühl nicht haben. Und das muss man dann für die Kinder inordnen und dafür Wörter finden und das dann begleiten. Wenn man Wörter für was hat, wie uns das eigentlich geht, dann kann man auch besser damit arbeiten und das sortieren. Man hätte ja manchmal auch mehrere Gefühle gleichzeitig. Also man ist vielleicht traurig, weil man in Urlaub krank ist und vielleicht auch wütend und gleichzeitig ist man vielleicht auch ein bisschen froh, weil man dann die ganze Zeit aufs Sofa liegen darf und alle ins betüdeln. Wobei glöft dat, wenn die Oma oder die Mutter dort bleiben ist, dass das der größte Hutfordern überhaupt ist, denn du bist ja selbst der größte Boss, der mit den Eigentour und nur noch das Kind dazu verkloren, das ganz anders damit umgeht, das stelle ich mir doch hell schwor für. Ja. Dafür gibt es viele schöne Bürger und dafür ist es natürlich auch gut, wenn mehrere Erwachsene für ein Kind da sind, um Dinge inordnen zu können und damit die Kinder auch sehen,
wie man verschieden mit Situationen umgehen kann. Das lernen sie ja auch in den Kindergärten und von verschiedenen Erwachsenen. Der eine geht vielleicht mit der Situation so um und der andere so. Und da kann man sich dann viel aufkicken. Und wo du just wie Bolker bist, was hältst du denn? Also ich mag in meinem Umfeld, ich habe viel mit Kindern zu tun, ich krieg die gar nicht mehr so richtig ruhig. So, als das Freuer vielleicht mit den Kindern noch wäre, ne? Der mal zur Rauto bringen und zu sagen, so, nun bist du mal 3 Minuten still und sitzt einfach bloß und lust das mit Tau. Was wäre dann mit der klassischen Gaude-Nacht-Geschichte? Du kommst das Kind Toro und du süppst ja vielleicht auch. Ist das nicht auch eine Form von ob sich achten? Auf jeden Fall. Also, das sind diese Energieinseln, wo man Beziehungen schafft zwischen Menschen, wo man vielleicht das Kind die Möglichkeit gibt, in Frage zu stellen. Manche Kinder sind ja auch das aber nicht so anhänglich und dann bloß abends in so eine gewisse Situation, in so ein 2 Minuten Tietfenster nochmal kuscheln. Gab man die Möglichkeit und dass man die Kinder natürlich diese ruhige Umfeld und diese Möglichkeiten schafft. Fragen zu stellen oder auch was zusammen zu machen, was ihn stärkt. Das, was die Kinder resilient macht in Studien, ist, wenn du eine Person ist, die an sich läuft und die sie vertrauen kann, die verlässlich da ist. Das ist der Hauptpunkt in den Studien. Neben ganz viel anderes natürlich, aber was die Kinder, ob du resilient macht. Und das erreicht man aber nicht, wenn man nie da ist. Ja. Das erreicht man, wenn man präsent ist, sagt man, wenn man die Kinder Zeit schenkt. Was können die Politik dafür tun, dass wir psychologisch besser aufgestellt sind? Ja, viel. Im Moment passiert da nach meinem Geschmack noch nicht so viel. Da ist, also wichtig wäre so ein Gesundheitsfach in der Schule, wo das darum geht, wie hole ich mich denn gesund? Was hört dazu? Das ist ja nicht bloß wie man miteinander umgeht, sondern auch Ernährung. Schlaf ist ganz, ganz wichtig, um auch psychisch gesund zu bleiben. Ernährung auch spielt eine große Rolle, weil die Gefühle und Stress und wie wir das erleben und verarbeiten, passiert natürlich in den Körper, ob biochemische Basis. Denn auch die Gedanken, die wir haben, ist die Elektrizität, die dort Gehirn schickt ward mit bestimmten Botenstoffe. Und die waren beeinflusst dort, wie die zur Verfügung steht und welche Mikronährstoffe da sind. Und das hat auch viel mit Ernährung zu tun. Und so können wir damit auch Einfluss nehmen. Ach, auch noch. Ja, da sind viele Dinge, die auf innen wagen. Schokolade oder Apfelsine? Tja, je nach Situation würde ich sagen. Aber da kann man viel machen, um Kinder, Jugendliche, Menschen generell das beizupulen, was einem wichtig ist, wie kümmert man sich um sich selbst. Was ist wichtig? Und das war zu wenig mogt. Was man noch tun kann. Politisch steht oft die Wirtschaft in Fokus. Also für die Stunden Arbeit in der Woche, besser noch mehr. Und da gibt es kluge Leute in unserem Land, die sich darüber Gedanken machen. Zum Beispiel Theresa Bücker hat ein Buch überschrieben, Alle Zeit heißt das. Und sie macht sich Gedanken über, oder fordert die Gedanken über Zeitpolitik zusammen. Denn wir arbeiten 8 Stunden, schlafen 8 Stunden, blieben noch 8 Stunden über für Pendeln zur Arbeit.
waschen und essen, de Haushalt inkuben, Kinder betreuen, abholen, sich um Geschenke kümmern, schönes Morgen, sich Zeit nehmen für Achtsamkeit, Sport und Bewegung. Und dann blieben gau nicht mehr so viele Stunden über von dem Dach, wenn man das alles darin packt. Und da wäre die Idee von Frau Bücker oder der Anmerkung, dass wir in der Gesellschaft uns einig sind darüber, wie viele Stunden man Fulltime arbeitet in der Woche, aber nicht darüber einig sind, wie viele Stunden man denn für Freizeit braucht oder für Kümmerarbeit oder für Essen, Mocken und oder Körperpflege oder so. Und da gibt es keine faste Stunden toll, nicht so sehr wie bei der Arbeit, die so als Mod gilt, was man hemmschall. Wart ja mal sagt, man schall sich 3 Mal die Woche, 30 Minuten bewegen und so was. Aber das ist nicht wie alle Glick fast schlecht, sag ich mal. Und da kann man mit dieser Arbeitszeit oder Zeitpolitik doch viel bewegen. Du hast vor allem ein paar Mal auch gesagt, das ist wichtig, dass er auch über seine eigenen Gedanken und Gefühle snacken kann und auch mit seinen eigenen Ideen so in seinem Umfeld hat. Wenn du das sagst du das ob hoch oder ob plattdeutsch und wo siehst du da für die den Unterschied? Ja, spannend. Also ich glaube, ob Hochdeutsch ist das im Betten offizieller oder im Betten, na, wie sagt man, wissenschaftlicher? Aha. Weiß ich nicht. Aber Plattdeutsch sind eher die Leute in meinem Umfeld, die ganz näher stehen und wo das eine andere Ebene hat. Und wie mir das richtig geht, das kann ich, glaube ich, da schon gut mit den Leuten beschnacken, mit denen ich Platt schnack. Aha. Das ist ehrlicher. Ja. Liebe Ida, ich danke dir von Harten für das Gespräch. Ich glaube, das hat uns ein ganzes Stück vorangebracht. Und liebe Tohörerchen und Tohörers, wenn ihr noch andere Fragen an Ida Mathiesen oder Trüchmelns habt, schreibt uns das gern an info@niederdeutschesekretariat.de. Und wenn ihr wollt, dann folgt uns doch gern auch auf Instagram und lasst auch dort gern ein Like da. Das wird von uns wieder geidert in der nächsten Stremel mit Klocklustert. In der nächsten Stremel von Klauglustert geidert bei uns um das Thema Ressourcen. Die Ressourcen Wind, die Ökosystem hat Stress. Da war ich das nächste Mal im Snacken mit Dr. Christine Evers. Sie ist Evolutionsbiologische an der Universität in Kiel. Obwussen in Pellworm kennt sich so denn nicht gut mit den Habitaten, die wir habt. See, wohlt. Und mein Name ist Jan Graf und die freut sich von Hatten, wenn sie denn wieder dabei sind. Klauglustert.